Mei Milchkur aus dem Buch Schnoke und Spuze vom Max Barak. Ich war mo krank. Da secht mei Frau, jetzt tu ich's nimmi anerst. Ich hol dir für der Podagra de Doktor her. Sonst war nicht, am End du am schönen Tag ins Jenseits niver mit Schlag. Nee, da muss was geschehen. Du weißt schon, es is mit der Gischt wahrhaftig net zu spassen. Denn es is a ganz verfluchte Geschicht, man darf keine Zeit verpassen, denn manches Mal bei meiner Seel werft sie sich auf en edle Deel, auf Unerleib und Mache. Na, ich sag nix, der Doktor kommt und tut mich visitieren, hat dann was in de Bart gebrummt von Fasten und Laxieren. Und meint zu guter Letzt, ich sollt, wann ich noch länger leben wollt, a strenge Kur gebrauchen. Vor allem müsst ich früh aufstehen und nie kein Kaffee trinken, müsst nüchtern als spazieren gehen, bis ich fast zinke. Dann fasten, bis es Mittag wär und überhaupt nix essen mehr. Kein Fleisch, kein Wurst, kein Mehlspeis. Noch weniger gehe als dürft mir ach nur ein Tropfen von Wein mehr komme in mein Hals. Und Bier kein halber Schoppe. Nur Milch wär künftig mein Getränk, denn sonst kriegt sicher ich die Kränk, das a Jahr vergehe det. So hat er gesagt. Ich aber denk, das Gewitter soll neu schlagen. Da krieg ich lieber gleich die Kränk, als nur 2 Tag mein Magen so zu malträtieren. Nee, Milch trinken und spazieren gehen, das sind net mei Passionen. Das Ding ist gut. Am anderen Tag, früh morgens schon, am 4, weckt mich mei Frau und secht, jetzt mach dich raus zum Promenieren. Dann, Alter, weißt, das is ja gesund. Drum laufst du jetzt so 4, 5 Stunden, dann trinkst dein Milch im Milchhof. Ich sag kein Wort, denk nur dabei, ich fürcht, du wirst dich schnarren. Kuhmilch und die Dummlaferei, das kann mir gestohlen werden. Nee, ich weiß, was besser ist, als Larve mit so böse Fies und Kuhmilch dazu trinken. So denk ich und geh bis zur Brick, grad hinne an meinem Garten. Da kommt a Droschk zum guten Glück und ich muss net lang warten. Da hock ich kreuzfidel mich neu und vorwärts geht's dann naus und rei ins Restaurant zum Dampfschiff. Da bestell ich, weil der Doktor mir Mehlspeise, wäscht und Brote und ebenso auch Wein und Bier und Kaffee hat verboten, a Hechtel mit Kartoffeln schnell und für zum Trinken a Budell Liebfrauenmilch vom Besten. Ich sag euch, es hat mir prächtig geschmeckt, hab's rums und stums aufgegessen und auch mein Teller noch abgeschleckt. Es ist gar zu gut gewesen. Und erst die Milch. Na, ich sag nur, Hut ab und Hochachtung davor. So eine gibt's nicht wieder. Drum hab ich zum Nachtisch dann noch ein Budell getrunken und hab dann endlich allgemach mein Kutscher hergewunken. Der fahrt mich drauf, retour, zurück, bis wieder an die Neckarbrück, da bin ich ausgestiegen. Tags drauf mach ich's dann gerade so. Bestell nur gleich 2 Budelle und statt dem Hechtel krieg ich blo abgesottene Forelle. Die waren wieder delikat und wie ich dann genug gehabt hab, bin wieder hämisch gefahren. Am 3. Tag gibt's im Hotel famose, frische Felsche. Die los ich backe halt und bestell mir wieder 2 Budellchen von deren gute Milch dazu und hock dabei in guter Ruhe, bis das mein Droschk is kumme. So treib ich des fast 14 Tag. Die Kur war gar nicht bitter. Da find halt einmal de Weg zu mir der Doktor wieder. Der hat mich dann jetzt visitiert, geknotscht, gekloppt und malträtiert und secht dann, es is schon besser. Drum machen sie mit ihrer Kur
Nur weiter noch 4 Wochen, dann bleibt zu guter Letzt keine Spur von Gischt in ihre Knochen. Doch trinken sie mir nur kein Weih, denn der misst Gift für ihnen sei, nur Milch, wie all die Zeit her. Da hab ich nix dagegen gehabt, das hab ich gern versprochen. Und es hat auch richtig was gebat, ganz gichtfrei sind mei Knochen. Doch wann's a bissel als nur spuckt und mich in meine Bä als juckt, dann fahr ich geschwind ins Dampfschiff.